Herzlich willkommen für eine neue Mission Blick auf Europa. Liebe Leute, merci fürs Nachgucken. Ich bin heute ganz besonders Gast und dafür wollen wir auch direkt führen auf Deutsch. Herzlich willkommen, Manfred Weber. Manfred Weber ist unser Parteivorsitzender, das heißt einen sehr hohen Ehrengast habe ich heute. Ich freue mich, dass du dabei bist, dass du den luxemburgischen Zuschauern ein bisschen sagst, was so innerhalb der EVP los ist und auch ein bisschen die Zukunft von Europa und wie die EVP das sieht eigentlich. Die Leute haben ja in letzter Zeit, wenn man den Umfragen ein bisschen so Gehör und Gespür schenkt, dann sieht man, dass die Begeisterung für Europa trotzdem wieder zugenommen hat. Aber wenn man dann ein bisschen näher hinterfragt, dann sagen die Leute Europa ja, aber es müssen Reformen kommen. Und jetzt möchte ich dich mal fragen, ist das auch ein bisschen so deine Ansicht und ist das auch ein bisschen so die Rückmeldungen, die du von den Bürgern und Bürgerinnen bekommst? Ja, ich danke dir zunächst für die Einladung, für die Gelegenheit, Gerne. Dass wir da miteinander austauschen können, auch fürs Interesse bei den Zuschauern. Und die Grundsatzfrage, wie es mit Europa weitergeht, treibt uns alle um. Das spürt man in den Gesprächen, glaube ich, merkt jeder. Auch die Medien, auch die Bürger reagieren darauf und wollen wissen, wie es weitergeht, wie unsere Meinung ist. Und dann machen sich die Bürger auch ihr Bild dazu. Und ich glaube, eine zentrale Frage steht im Raum, nämlich die Frage, wie glauben wir, dass wir das, was uns Europäern wichtig ist, dass wir das in der globalisierten Welt verteidigen können? In den letzten 60 Jahren war die Frage Frieden so wichtig. Und das war ein historischer Erfolg von Europa. Und die nächsten Jahre und Jahrzehnte wird die Frage wichtig sein, ob wir unsere Interessen gegenüber Amerika, China, Russland werden verteidigen können. Und das können wir nur gemeinsam. Das ist das, was uns eint. Und ich glaube, der Brexit ist auch so ein Thema, wo die Leute sehen, hey, es ist besser, Europa zu erneuern, zu verbessern, als Europa zu zerstören und zu verlassen. Ja, wenn man was zerstört, ist die Frage angebracht, wie kann man das wieder aufbauen? Und da sind wir alle sehr, sehr skeptisch. Und deshalb denke ich, auf einem soliden Fundament weiter aufbauen, das ist für mich persönlich und mit Sicherheit auch für dich und für unsere Fraktion der richtige Weg. Und es gibt kein Ersatz-Europa. Also wenn wir das kaputt machen, dann ist wieder Schluss. Genau. Und dazu sollten wir nicht, dazu dürfen wir es nicht kommen lassen. Eine wichtige Frage, die die Leute umtreibt, ist die Sicherheit, die innere Sicherheit, aber auch die Sicherung der Außengrenze. Und die EVP hat ja da eine ganz klare Meinung. Und ich denke, dass beides wichtig ist. Und wie können wir das den Bürgern erstens mal garantieren kann man nichts, aber daran arbeiten, dass das besser wird. Wie kann man das und wie kann man diese Meinung rüberbringen zu den Bürgern? Da sind beide Ebenen wichtig, national und die europäische. National ist Polizeiarbeit, es ist die operative Arbeit, um unsere aller Sicherheit zu organisieren. Und in Europa müssen wir viel machen, zum Beispiel in der Frage des Datenaustausches. Das heißt, dass die Behörden in Europa alle den gleichen Datenbestand haben. Das bedeutet dann am Schluss mehr Sicherheit für uns alle im Alltag. Ganz zentral, hattest du angesprochen, ist die Frage Grenzsicherung. Wir haben dazu Gesetze, in denen steht drinnen, dass an der Außengrenze Europas, im Schengen-Außengrenze, kontrolliert wird, wer rein darf und wer nicht rein darf. Da muss auch abgewiesen werden, wenn jemand keine Erlaubnis hat, reinzukommen. Das muss einfach an der Grenze kontrolliert werden. Das heißt, die Gesetzeslage war immer klar. Wir hatten aber ein Vollzugsproblem, dass das beispielsweise in Griechenland nicht ordentlich gemacht worden ist. Und da haben wir jetzt vor kurzem Gesetze geändert, dass zukünftig Frontex, das heißt unsere eigene Grenzschutzagentur, also EU-Beamte, die da die Europafahne auf der Uniform haben, dass die zum Beispiel an die griechische Grenze fahren dürfen und dort wirklich unser Recht durchsetzen. Zum griechischen Kollegen sagen, gehen wir bitte auf die Seite, jetzt übernehme ich das Kommando und jetzt sorge ich hier, dass Recht durchgesetzt wird. Und das hätten wir schon vor Jahren machen sollen, dass wir Europa das Recht geben, das, was wir beschließen, auch wirklich umzusetzen. Und damit ist Europa sicherer geworden. Das soll natürlich nicht heißen, dass Europa eine Festung sein soll. Das heißt, wir möchten nicht in diese Zeiten zurückfallen, dass wir eine Festung verteidigen müssen, sondern es müssen auch legale Wege gefunden werden. Und da, denke ich, müssen wir noch dran arbeiten. Wie denkst du darüber nach? Absolut. Die Balance muss uns gelingen. Recht und Ordnung durchsetzen, das erwarten die Bürger. Wir leben in einem Rechtsstaat, da muss das Gesetz auch vollzogen werden. Und das war 2015 bei der Flüchtlingskrise nicht der Fall. Deswegen müssen wir zur Kontrolle der Grenzen zurückkehren. Aber auf der anderen Seite darf es nicht dazu führen, dass wir Mauern aufbauen, die unüberwindbar sind. Die Idee, die wir diskutieren, ist, dass wir als Europäer den Vereinten Nationen feste Kontingente anbieten, wo wir helfen wollen. Und wir dann in die syrischen Flüchtlingslager in der Türkei, in Jordanien, in den Libanon gehen
und dort Angebote machen und zum Beispiel dann auch die Menschen nach Europa holen, die den höchsten Bedarf an Versorgung haben. Alte Menschen, vergewaltigte Frauen beispielsweise, Kinder, die wirklich Schutzbedarf haben. Die sollten wir nach Europa holen. Die jungen Männer zum Beispiel unter den Flüchtlingen, die ehrlich gesagt sind auch in den Camps in der Türkei gut aufgehoben. Dort können die auch gut leben. Also insofern müssen wir schauen, wer muss nach Europa gebracht werden. Feste Kontingente, feste Zahlen und wir müssen natürlich Solidarität in Europa durchsetzen. Es kann nicht sein, dass nur Deutschland, Luxemburg, Schweden, Österreich Lasten tragen, aber beispielsweise die Polen und die Ungarn sich komplett rausnehmen. Jeder muss seinen fairen Anteil übernehmen. Das ist das Stichwort, diese Solidarität in diesem Dossier, aber auch insgesamt. Hat trotzdem in letzter Zeit stark gelitten, ist nicht mehr der Solidaritätsgedanke und auch der Wille ist nicht mehr so präsent als, sage ich mal, noch vor einem Jahrzehnt. Darunter leidet die EU ganz konkret. Aber ich bin auch der Meinung, dass wir haben natürlich offene Fragen nach wie vor, zum Beispiel die Flüchtlingsverteilung in Europa, die Gerechtigkeit. Ja. Aber wir sollten nicht den Fehler machen, dass wir immer nur auf die Probleme schauen. Also die sind wichtig, bitte nicht falsch verstehen, aber Mensch Meier, wir haben jetzt in der Eurozone beispielsweise letztes Jahr höheres Wachstum gehabt, als die Amerikaner hatten. Wir haben heute so niedrige Arbeitslosenzahlen in der Eurozone, wie wir sie vor der Krise 2008 hatten. Das heißt, wir haben schon so viel erreicht als Europäer. Wir haben Bankengesetze gemacht, wo wir endlich unsere Großkonzerne auch regeln in Europa. Wir haben so viel erreicht als Europäer gemeinsam. Und auch in der Flüchtlingsfrage sind wir jetzt bei der Außengrenzensicherung deutlich vorangekommen. Es kommen keine 100.000 mehr nach Europa. Die Grenzen sind wieder sicherer. Das heißt, da ist viel erreicht worden. Und ich bin auch jemand, der dafür wirbt, dass wir auch über das Positive in Europa reden müssen, weil wir sonst die Menschen nicht überzeugen von dem, was wir hier machen. Europa braucht zugegebenermaßen manchmal sehr viel Zeit. Das weißt du und ich als Mitglieder im Europäischen Parlament. Absolut, ja. In so einer großen Organisation, wo wir 500 Millionen Menschen vertreten, ist es schwer, Kompromisse zu erzielen. Aber bisher ist es Europa nach Jahren der Debatten, nach Monaten der Debatten immer gelungen, gute Ergebnisse für uns alle zu erzielen. Und deswegen dauert es manchmal lang, aber das ist es wert, dass wir viel investieren in den gemeinsamen Weg. Das freut mich eigentlich besonders, dass du jetzt von den Negativen zu einer positiven Wende übergeführt hast in diesem Gespräch. Denn das ist auch für mich wenn ich öfters Besuchergruppen habe oder bei Studenten spreche, die finden das ja alles normal, was wir haben. Das heißt, etwas, was normal ist, wird ja nicht mehr dermaßen geschätzt. Und denen muss man dann halt sagen, die Vorteile und alles, was wir erreicht haben. Und ich denke, dass du da auch dieselbe Ansichtsweise hast und auch das jetzt positiv rübergebracht hast. Mancher Zuschauer wird vielleicht sagen, naja, jetzt versuchen sie es wieder positiv zu verkaufen. Aber ich sage, wir dürfen auch über Erfolge reden. Man darf nicht nur über Probleme reden. Die muss man auch besprechen, aber man muss auch über Erfolge reden. Und das, was du beschrieben hast, die ganzen Vorteile, wir werden das jetzt beim Brexit erleben. Wenn die Briten wirklich rausgehen, was wir nicht wollten, aber was die Briten so entschieden haben, was wir respektieren, dann bedeutet das für die Briten, dass das schwierig wird, weil sie viele Vorteile verlieren werden, viele Vorteile im Alltag verlieren werden. Und das wird auch jeder Bürger spüren. Wenn du erlaubst, mache ich nur ein kleines Beispiel. Ganz gerne. Wir haben in Europa eine Regelung, die besagt, dass man seine Haustiere in Urlaub mitnehmen darf. Das heißt, wenn der Luxemburger in Spanien Urlaub macht, darf er seinen Hund, seine Katze mitnehmen, weil es einen europäischen Impfpass für Tiere gibt, wo festgelegt ist, wie das zu handhaben ist. Wenn die Briten aus der EU rausgehen, dann sind sie Drittstaaten. Dann wird es so sein, dass auch ein Chinese, der in Spanien Urlaub macht, darf seine Haustiere nicht mitnehmen. Ja. Und dann darf auch der Brite seine Haustiere nicht mehr mitnehmen. Also wie du richtig sagst, das sind Themen, wo wir alle so selbstverständlich nehmen, wo wir in den letzten Jahrzehnten Europa für uns alle angenehm gemacht haben, dass das Leben in Europa so schön und angenehm ist. Und da werden die Briten leider Gottes austreten aus diesem. Und das ist deswegen, muss man sagen, eine große Fehlentscheidung, die wir nicht wollten, aber die Briten jetzt auch aushalten müssen. Wenn wir jetzt bei Brexit sind, diese Krise hätten wir eigentlich nicht gebraucht. Kann es trotzdem sein, dass möglicherweise aus dieser Krise das verbleibende Europa, die verbleibenden 27, dass sie fester zusammenstehen in Zukunft? Ich habe das Gefühl, dass das passiert. Wir haben das auf der großen Ebene jetzt in Rom erlebt, wo auch so kritische Staaten wie die Polen trotzdem mit unterschreiben, dass wir zukünftig beisammenbleiben und vielleicht noch enger, Schlagwort gemeinsame Verteidigung in Europa, also noch enger zusammenrücken wollen. Und ich erlebe auch, dass durch die Brexit-Debatte wirklich auch für jeden Menschen in Europa deutlich wird, dass das echt risikobehaftet ist, wenn man diese Union verlässt. Dass es
vielleicht, wie gesagt, Brüssel und Europa nicht immer optimal ist. Natürlich, es ist nichts perfekt, Ja. aber es ist sehr risikoreich, dieses Europa zu verlassen. Und das spüren jetzt alle. Und deswegen lohnt es, dass wir jetzt darum kämpfen und werben, zu sagen, die Grundidee der Gründerväter Europas, miteinander ist besser als gegeneinander. Das ist die Grundidee, die jetzt in eine moderne Zeit zu überführen. Vielleicht eine abschließende Frage, wie immer läuft die Zeit davon. Ja. Die amerikanische Politik hat ja jetzt eine für mich schwerwiegende Wendung genommen. Glaubst du, dass das einen großen Schaden der Europäischen Gemeinschaft zufügen wird? Oder glaubst du, dass das auch eine Reaktion hervorrufen kann, zum Beispiel jetzt erst recht oder so? Wie glaubst du, dass eher eine Opportunität für Europa ist oder eine Gefahr? Ich glaube, dass es eine Riesenchance für uns ist. Europa muss jetzt erwachsen werden. Wir haben uns über Jahrzehnte hinweg schon an der amerikanischen Seite angelehnt, sozusagen, haben auf sie vertraut, zum Beispiel bei der Verteidigung, bei vielen Fragen. Und jetzt müssen wir selbstbewusst und stark werden. Da geht es zum Beispiel um die Drohung von Trump, dass er unsere europäischen Konzerne bestrafen will, weil wir starke Firmen haben, die in Amerika gute Geschäfte machen. Und da muss man eben sagen, wir sind als Europäer genauso groß von der Wirtschaftskraft her wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Man spielt mit uns nicht. Man redet mit uns respektvoll, aber man spielt mit uns nicht. Weil wenn Trump Fragen stellt, können wir auch die Frage stellen, wie viel Steuern zahlt eigentlich Apple in Europa oder wie viele Arbeitsplätze hat eigentlich Google in Europa. Ja. Die Fragen können wir auch stellen. Wir wollen Fairness im Verhalten. Und da hat Amerika starke Konzerne und wir haben starke Konzerne. Wenn wir fair miteinander umgehen, dann können wir das. Und deswegen sage ich, Europa soll erwachsen werden, selbstbewusst werden. Dass die Bürger sehen, miteinander können wir die Interessen von uns allen bestmöglich verteidigen in einer globalisierten Welt. Ja. Das ist ja auch ein bisschen die Absicht von Jean-Claude Juncker jetzt mit diesem Weißbuch über die Zukunft von Europa mit den verschiedenen Szenarien. Kannst du dir vorstellen, dass daraus auch eine stärkere Kraft wächst und dass wir möglicherweise nicht unbedingt ein Szenario, aber vielleicht das Beste aus 1, 2, 3 Szenarien, dass das bis Ende des Jahres auch eine Überzeugung an die Bürger sein wird, so jetzt geht es voran, jetzt geht weiter? Ich glaube, dass der Vorschlag sehr kluger ist, weil ja Jean-Claude Juncker nicht sozusagen ein fertiges Brüsseler Konzept auf den Tisch legt, wo er sagt, so machen wir es jetzt, sondern er legt Optionen vor, er lädt zur Diskussion ein, er bittet die Bürger, sich Gedanken zu machen, auch die Institutionen, die Verbände, sich Gedanken zu machen, wie soll es jetzt weitergehen. Wir haben viel erreicht die letzten Jahrzehnte, auch manchen Fehler gemacht und wie soll es jetzt weitergehen. Und das ist ein Ansatz, den ich sehr bewundere beim Jean-Claude Juncker, dass er eben Europa aufbauen will auf Vertrauen, auf Miteinander, auf Konsenssuche und nicht indem er Vorgaben macht, wie wir das uns in Brüssel vorstellen. Vielleicht ist es der Luxemburger Weg, der da praktiziert wird. Insgesamt hat Jean-Claude Juncker im Übrigen ja in den letzten Jahren jetzt in der Frage, dass wir uns auf die großen Sachen konzentrieren und aus dem bürokratischen Klein-Klein Europas endlich raushalten, enormes bewegt für die Europäische Union. Und auf dem Weg sollten wir jetzt vorgehen. Ich kann nur jeden einladen, dass Sie mit uns als Abgeordneten einfach ins Gespräch kommen und jetzt sagen, was sind die Schwerpunkte, wo brauchen wir Europa und wo brauchen wir vielleicht auch weniger Europa, dass wir dann einen richtigen Spirit, einen richtigen Geist für die Zukunft dann auch bekommen. Du kommst aus einem größeren Land. Hast du das Gefühl, dass das innerhalb von Deutschland jetzt auch eine Bewegung darstellt und dass die Länder und der Bundestag aus den verschiedenen, der Bundestag insgesamt von Berlin aus gesehen, aber auch der Landtag, dass die in diese Diskussion sich einmischen wollen, dass da überhaupt ein Wille ist? In Luxemburg kann ich das im Moment nur sehr schwer nachvollziehen. Aber ich weiß nicht, wie ist das in Deutschland zum Beispiel? Ich muss zunächst korrigieren, ich komme aus einem sehr kleinen Land, das ist nämlich Bayern. Ja, okay. aber Spaß beiseite. Freistaat Bayern. Freistaat Bayern, Spaß beiseite. Ich glaube, dass in den Ländern, bei dir in Luxemburg und auch bei mir in Deutschland, es so ist, dass es ja einen überwältigenden proeuropäischen Konsens gibt. Wenn man sich einmal den deutschen Wahlkampf zum Beispiel anschaut, Angela Merkel, Martin Schulz, beide überzeugte Pro-Europäer. Und da gibt es bei uns keine Debatte dazu. Selbst die Linke und die AfD stellen Europa nicht in Frage. Also das ist im Gegensatz zu Frankreich. Im Gegensatz zur schwierigen Lage in Frankreich. Deswegen in unser beider Länder haben wir einen großen Konsens, dass wir gemeinsam besser unterwegs sind als Egoisten sozusagen. Ja. Und es geht dann jetzt eher darum, mit welchen
welchen Methoden man das macht. Was in meinem Land mich die letzten Wochen sehr gefreut hat, war, dass viele Menschen auf die Straße gegangen sind für Europa. Wir hatten das Pulse of Europe, das in vielen Städten in Deutschland wirklich Zehntausende von Menschen angetrieben hat, zu demonstrieren. Und mal nicht gegen etwas zu demonstrieren, sondern für etwas mit der Europafahne in der Hand. Deswegen können wir da Gott sei Dank in Ländern zu Hause sein, wo wir in der Grundsatzfrage keinen Streit haben. Und das ist vielleicht auch eine besondere Verantwortung, dass diese Länder dann auch die Führung in Europa übernehmen müssen und motivieren müssen, andere einbinden müssen, auf andere zugehen und versuchen zu überzeugen, dass wir den Weg miteinander gehen. Und zu Frankreich, weil du das angesprochen hast, da werden natürlich viele Sachen auch nach Brüssel abgeschoben. Ja. Das muss man klar sagen. Weil wie ist es möglich, dass in einer Europäischen Union, wo wir die gleichen Gesetze überall haben, dass dort ein Luxemburg, Österreich, Finnland, Deutschland eine gute wirtschaftliche Situation haben und Frankreich eine sehr schwierige. Ja. Also Le Pen soll bitte aufhören, alle Probleme nach Brüssel abzuschieben. Ja. Die sollen ihre Hausaufgaben machen, sollen ihre Probleme in Paris lösen. Und dann hat auch Paris und Frankreich so viel Kraft, so viel innere Kraft. Absolut. Das ist ein starker Industriestandort, eine starke Nation mit vielen kreativen jungen Leuten. Die muss man nur die Kräfte freilegen. Und das ist jetzt die Aufgabe der Politik in Frankreich. Da findet eine große Zerreibung, sage ich mal, statt. Ist das ein deutsches Wort? Ich weiß nicht. Ja. Sie reiben sich gegenseitig auf. Genau. Und natürlich Europa als Sündenbock darzustellen, kommt ihnen natürlich ganz gelegen im Moment. Aber deine Schlussworte, sage ich mal, denn wir müssen jetzt Schluss machen, als Zusammenstehen, als Europa nach draußen mit den Bürgern. Die Bürger tun das ja auch im Moment mit den Bürgern verteidigen und dafür einstehen, dass was wir erreicht haben und darauf aufbauen. Ich denke, das ist die beste Schlussfolgerung aus unserem Gespräch. Herzlichen Dank, Manfred. Es ist nicht jeden Tag möglich, so einen großen Gast zu haben, so einen Ehrengast zu haben. Als Fraktionsvorsitzender bist du ziemlich viel beschäftigt, immer auf Achse und hast mit Sicherheit andere Sachen zu tun, andere Dinge zu tun. Es war mir eine Freude. Vielen Dank. Es war mir eine Freude und wenn es die Bürger bewegt, dann sollten wir einen Beitrag dazu leisten. Mit Sicherheit. Luxemburger sind überzeugte Europäer. Gut, vielleicht das wäre Teil von Straßburg. Für den Nachgucken, vielmals merci und bis die nächste Woche.